Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen FC Heidenheim. Ja, und damit würde ich sagen, let's go. Kommt morgen Besuch von einem Neuling in der Liga. Heidenheim ist Gast im Spiel in der Allianz Arena 15:30 Uhr. Damit willkommen zur Medienrunde. Willkommen Mit Thomas Tuchel. Und ihr seid auch alle gewohnte Gäste. Und der Finger nach oben bitte in der ersten Reihe. Torben Hoffmann bitte für Sky. Ja, erstmal das gute Saskia auf, ne? Servus Thomas. Du hast ja schon mal angedeutet, mit Blick auf die englische Woche, dass der ein oder andere Spieler möglicherweise nicht alle 3 Spiele machen kann. Stichwort Upamecano. Inwieweit hat sich dahingehend verfestigt? Und was erwartest du persönlich von Heidenheim, Aufsteiger, die auch in Dortmund schon mal für ein bisschen Furore gesorgt haben? Ja, und jetzt auch einen wichtigen Sieg hatten natürlich gegen Stuttgart. Und Stuttgart war in absoluter Topform, deshalb so ein bisschen unregelmäßig in ihren Leistungen waren. Davor hatten sie, glaube ich, das Pokal aus gegen Gladbach. Also nicht zufrieden, aber das ist uns auch passiert leider. Ansonsten ist eine sehr kopfballstarke Mannschaft, eine sehr starke Mannschaft bei Standardsituationen, sehr gefährliche Flanken. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Dass Standardsituationen eine Waffe sind. Vor allem, wenn man da unten steht und vielleicht spielerisch ein bisschen limitierter ist. Sollte eigentlich bei jeder Mannschaft da unten Standard sein, ne? Wenn man Standards gut kann. Wortspiel. Und dann haben sie eigentlich sehr flexibel. Sie reagieren auf die Grundordnung, auf den Stil der Gegner, was auch, denke ich, absolut legitim ist. Sieht eine klare Idee dann und passen sich in der Grundordnung öfter an die Stärken oder an die Räume, die der Gegner versucht zu bespielen, und sind darin sehr flexibel und machen das dann auch manchmal aus einer Mischung aus Mann und Raumdeckung. Sehr fleißig, laufen sehr viel, sind sehr fleißig und haben sich komplett in die Liga reingearbeitet. Und ist natürlich wieder das nächste schwierige Spiel nach 2 Nur schwierige Spiele. Es gibt keine leichten Spiele mehr. Nur noch schwierige Spiele. sehr anstrengenden Spielen für uns, auch mental sehr anstrengenden Spielen für uns. Ein Spiel unter neuen Vorzeichen, wo wir klar Favorit sind. Und jetzt müssen wir abwarten, um da zu deiner ersten Frage überzugehen. Machen wir eigentlich so jeden Tag einen neuen Stand. Wir sehen die Spieler jetzt erst nach der PK und dann machen wir eine Medizinerrunde und mit allen, die behandeln, mit allen Physios. Und dann müssen wir schauen, wie es beim Leon geht, wie es Upa geht und wie es Rafael Guerrero auch geht. Und dann haben wir schon noch ein paar Kandidaten, die jetzt extrem viel gespielt haben, wie Alphonso Davies, Kingsley Coman, Min-jae, wo wir wirklich von Tag zu Tag eigentlich Rücksprache halten mit denen, die sie dann auch aktiv behandeln und die Regeneration begleiten und die in den Händen haben. Naja, aber bei Fonzie Davis ist er ja auch selber schuld. So. Wir haben eine Alternative mit dem Kretzig da. Den hättest du mit Sicherheit in einem oder anderen Spiel bringen können. Also die Aussage fühle ich jetzt nicht so ganz. Min-jae, ja, habe ich ja auch schon mehrmals angesprochen in den letzten Videos. Bin ich komplett bei ihm. Der bräuchte auf jeden Fall mal irgendwie mal eine Woche, wo er vielleicht mal runterfahren kann, wa? Weil der ist ja, seitdem er da ist, unter Dauerstrom quasi. Weil er ist ja der immer spielen muss, weil alle anderen irgendwie immer verletzt sind. Also immer einer von den beiden. Natürlich schwierig dann. Einer bekommt mal hier einen Schlag, hat die Hüfte zu, der nächste hat sich irgendwie bei einem Sprung den Rücken verdreht und so Kleinigkeiten, die dann halt auch manchmal Vorboten sind für eine weitere Verletzung. Deshalb wird das Puzzle, werden wir erst morgen früh lösen, denke ich. Nächster ist Christian Kunz für die dpa. Also ich persönlich gehe schon davon aus, dass ein bisschen rotiert wird. Ja. Weil die Nationalspieler haben keine Pause, die gehen danach zu den Nationalmannschaften. Also ich denke schon und ja, ich denke die Mediziner oder Tuchel, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die werden schon mal im Opa kein Risiko eingehen. Wenn da alles auf Go ist und der Opa irgendwie 60 Minuten spielen kann, wird er das tun und ansonsten halt nicht. Ja, ganz einfach. Musiala fehlt verletzt. Ein Kandidat wäre Thomas Müller. Ja. Welche Nuancen im Spiel verändern sich, wenn jetzt Müller anstelle von Musiala spielt? Das ist ein ganz anderer Spielertyp. Jamal ja, eben. ist jemand, der es liebt, aus der Tiefe zu dribbeln und
sich mit seinen Tempo-Dribblings, mit seinen Drehungen zu befreien und dann mit seiner extremen Beschleunigung mit Ball durch die Räume durchzudribbeln und auf die letzte Reihe zuzudribbeln. Thomas, komplett anderer Spielertyp. Thomas liebt direkt zu spielen, schnell zu spielen und ist nachher ein Tick aggressiver im Strafraum als Jamal. So deshalb, klar, aber die Position ist auf jeden Fall eine Position, die auch Thomas liebt, aber er spielt sie ein bisschen anders und dann werden wir uns darauf einstellen. Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Kein Tag ohne neue Expertenmeinung. Mehmet Scholl hat sich nochmal Der Blick, Alter. mit eurer Personalsituation beschäftigt und hat unter anderem gesagt, sie hätten das Pokalspiel auch bewusst genutzt, um den Bossen nochmal zu zeigen, wie dünn der Kader sei. Was sagen Sie dazu? Hat er so gar nicht gesagt. Ja, völlig wieder aus dem Zusammenhang gerissen, Alter. Er hat gesagt, ja, vielleicht wurde das unterbewusst so ein bisschen gemacht, dass man die Spieler schont. Nochmal, mit den Spielern, die auf dem Platz standen, ja, da von einer B11 zu reden, wenn ein Thomas Müller als B11-Spieler gilt, dann weiß ich es nicht, Leute. Dann ist auch irgendwas nicht ganz richtig in den Köpfen von manchen Leuten. Ja? Also ich weiß nicht, wie man von der Mannschaft von der B11 sprechen kann, die da auf dem Platz stand. Also diese Aussage fühle ich persönlich gar nicht. Absolut null. Ja, es stand ein Kretzig auf dem Platz und ein Tell. Ja, ich glaube, die waren beide in der Startelf, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Alles andere waren gestandene Spieler. Alter, da reden wir von einer B11 oder was? Was ist denn los mit den Leuten, Alter? Ganz wilde Takes. Absoluter Quatsch. Ich habe das Pokalspiel genutzt, um ein paar Spieler zu schonen, was wir in der ersten Runde auch gemacht haben. Und die Belastung zu verteilen und auch Leuten eine Chance zu geben, die Chance ganz einfach verdient haben. War auch völlig richtig. Meiner Ansicht nach war das völlig richtig. Der einzige Fehler, den er gemacht hat, zu sagen, ich warte mit der Einwechslung von Harry Kane bis zur Verlängerung. Hätte halt in der 75. Minute eingewechselt, Harry Kane hätte mit Sicherheit 1, 2 Buden gemacht und das Ding wäre nach Hause gefahren. Punkt. Ja, so, das ist der einzige Fehler, den ich sehe. Alles andere, er hat zur 60. Minute dann die drei Stammkräfte noch reingeballert, die nochmal ein bisschen Feuer gemacht haben. Wenn du was kritisieren willst, dann kritisier die Leute, die auf dem Platz standen, die Erfahrung haben und es nicht geschafft haben, die Mannschaft wachzurütteln. Ja? So. Aber nochmal, da von einer B11 zu reden. Alter, ich müsste die... Komm her, warte. Das wird ein Thema, was mich richtig triggert. Wartet kurz. Ich schalte euch mal eben auf den Talk. Da von einer B11 zu reden. Ich ein Kackreiz. Da war ein richtigen. Das ist nicht das erste Mal. Aufstellung FC Bayern Saarbrücken. Da. Zustimmen und weiter. So, auf dem Platz standen Manuel Neuer, Alphonso Davies, Min-Jae Kim, De Ligt. Ja, Bouna Sarr als B11. Ist auch der einzige, den ich als B11 bezeichnen würde. Okay, lassen wir mal gelten. Joshua Kimmich, Leroy Sané, Thomas Müller, Kretzig, Tell, Schuppo. Das ist dann eine B11. Schuppo lasse ich auch gelten als B11. Tell und Kretzig meinetwegen auch. Dann hast du 4 Spieler als B11. Du hast aber auf dem Platz Davies, Kim, De Ligt, Neuer, Kimmich, Müller, Sané. Alter, wer da von der B11 redet, der hat doch von Fußball absolut keinen Plan, Alter. Ja. Und Tell hat es sich mehr als verdient, in der Startelf zu stehen. Also da würde ich auch nicht vom B11 reden. Kretzig, ja, sehe ich ein bisschen anders. Kann man argumentieren. Aber auch da, er war noch mit der auffälligste. Ja. Und Tell wurde halt einfach komplett ignoriert, weil alles auf den Sané gespielt wurde. Den einzigen, den du halt einen Vorwurf machen kannst, ist Choupo-Moting, Alter. Der war halt ein Totalausfall. Ja. Und Bouna Sarr war auch unterirdisch. So. Das ist alles. Ja. Aber da rede ich doch nicht von einer B11, Alter. Eine B11 ist für mich, wenn da 11 andere Spieler auf dem Platz stehen. Vielleicht der Neuer und
ein De Ligt, vielleicht noch ein Kimmich, dass du 3 hast, die eine Achse bilden. Und der Rest ist alles dann Ersatzspieler. Dann kannst du von der B11 reden. Aber doch nicht davon, wenn da 4 Spieler auf dem Platz sind. Und nochmal, wir reden vom Choupo-Moting als B11-Spieler. Ja? Ja, er war scheiße, logisch. Aber ist ja jetzt wohl nicht so, dass der irgendwie nur Kreisliga spielen kann, Alter. Also diese dumme Aussagen von wegen B11 in diesem Spiel, Alter, werde ich wahnsinnig. Sorry. Musste ich kurz nochmal aufarbeiten. Weil habe ich in den Kommentaren zum Saarbrücken-Spielen waren da auch 100.000 Kommentare. Ja, wie kann man mit einer B11 spielen? Alter, was für eine B11? Junge. Das lag nicht daran, dass da ein paar Spieler nicht auf dem Platz standen. Das lag einfach daran, dass wir den Gegner wahrscheinlich nicht wirklich ernst genommen haben und einfach eine schlechte Tagesform hatten. Ja, und dann am Ende die Spieler, die reingekommen sind, haben Feuer gegeben. So, wir haben das Tor aber nicht geschossen. So. Warum? Weil da vorne ein blinder Schuppo rumstand. So, ich will nicht alles am Schuppo festmachen, aber es war schon ein Hauptteil, ja. Und da hätte du einfach einen Kerl in der 75. eingewechselt und dann wäre das Ding gelaufen gewesen. Das haben wir gemacht und wir haben das Spiel leider verloren. Deshalb ist die Verantwortung natürlich bei mir. Ja, aber vielleicht war es gut, dass wir das Spiel verloren haben, weil seitdem haben wir 2 Spiele gesehen, wo eine Mannschaft auf dem Platz ist, wo eine Mannschaft füreinander arbeitet und macht und tut. Vielleicht hat diese Mannschaft einfach diesen Dämpfer gebraucht, weil diese Mannschaft vorher in den Spielen immer gesehen hat, ja, eigentlich reicht's ja, wenn wir 30 starke Minuten spielen, dann gewinnen wir das Spiel ja noch. Oder holen zumindest noch einen Punkt gegen eine starke Mannschaft. Reicht doch vollkommen. Warum sollen wir uns hier 90 Minuten den Arsch aufreißen? So, das war doch das Feeling, was die Mannschaft vorher in den Spielen gekriegt hat. Ja? Und dann hat man gedacht, ja, machen wir gegen Saarbrücken genauso. Ja, und dann ist es halt mal nicht geglückt. Ja? Weil ein Harry Kane nicht da war. So. Und vielleicht hat das die Mannschaft mal wachgerüttelt. Natürlich schade, ja, aus dem Pokal ist man raus, der Titel ist weg, ja, aber vielleicht ist das der Schub für den Rest der Hinrunde jetzt, den wir benötigt haben. Die ist immer bei mir für die Aufstellung, aber das hat ja nichts damit zu tun. Dann in der zweiten Reihe Vincent Schirpke. Aber nochmal da von der B11 zu reden, Alter, da könnte ich explodieren bei, ganz ehrlich. Junge. Für den Merkur. Ja, hallo Herr Tuchel, Sie haben gerade Rafael Guerreiro schon angesprochen. Wäre eine Option für Heidenheim und wenn ja, für wie viele Minuten? Maximal eine Halbzeit. Es war gestern die Prognose, Rafa trainiert sehr gut, aber die Historie ist ein bisschen das Problem. Seine Muskelverletzungshistorie, das ist nicht seine erste und mehrere. Deshalb sind wir da auch doppelt vorsichtig. Er trainiert jetzt, muss deshalb auch schon ein bisschen länger trainieren als die anderen, jetzt zum Beispiel wie Upa, der dann früher und schneller, den wir ein bisschen mehr Risiko genommen haben. Bei Rafa ist es einfach so, dass es eine Vorverletzung gab und schon mehrere Vorverletzungen auch bei Dortmund in seiner Karriere gab. Deshalb sind wir da ein bisschen konservativer im Ansatz. Im Moment fühlt es sich so gut, dass wir denken, dass eine Halbzeit drin ist. Christian Kunz wieder bitte, ja. Nach dem Heidenheim-Spiel stehen Länderspiele an. Sehr besonders wird es wahrscheinlich für Daniel Peretz, der zu seiner Nationalmannschaft zurückkehrt. Wie erleben Sie ihn gerade? Und hatten Sie Kontakt zum Nationaltrainer? Nee, ich hatte keinen Kontakt zur Nationalmannschaft. Ich glaube, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja die Situation so, dass Israel sogar 4 Spiele macht in dieser Abstellungsperiode und Daniel, glaube ich, heute schon von uns abgestellt wird. Damit morgen nicht im Kader sein kann und heute zur Nationalmannschaft fliegt, um am Sonntag, glaube ich, zu spielen. Ich glaube, dass er sogar Chancen hat zu spielen. Das freut uns natürlich. Ansonsten ist unverändert. Ich glaube, dass es ihm, oder ich weiß, dass es ihm gut tut, hier zu trainieren und Ablenkung zu haben und Unterstützung zu haben. Und das ist nach wie vor gegeben. Nebendran Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, Sie haben vorhin erläutert so ein bisschen die Unterschiede zwischen Jamal Musiala und Thomas Müller. Die logische Frage, ist Thomas Müller Ihre Wahl, um Musiala zu ersetzen oder haben Sie eine andere Alternative im Kopf? Ja, wir haben mehrere Alternativen. Du kannst einen Sané in die Mitte stellen und einen Tell nach außen. Du kannst einen Tell hinter oder neben Kane stellen. Spielst ohne klaren Zehner, sodass Goretzka mehr Raum hat, wenn er da reingeht. Kane kann sich mehr fallen lassen, wenn dafür Tell aufrückt, wenn die nebeneinander spielen. Kane lässt sich öfter fallen. Ich möchte nicht Serge Gnabry anführen, aber selbst der könnte kommen und in der Mitte spielen oder ein Sané in der Mitte und Gnabry nach außen und so weiter und so fort. Choupo haben wir auch noch, wir haben Kretzig. Also
wir haben genug Möglichkeiten. Alternativen, aber Thomas ist natürlich die Top-Alternative, wenn wir in der gleichen Systematik spielen. Aber die Entscheidung lassen wir uns ein bisschen auf. Aber klar, es drängt sich natürlich auf und die Wahrscheinlichkeit. Naja, Thomas Müller wird spielen, machen wir uns nichts vor. Ja, sagt er ja gerade selber. Stell dir mal vor, du haust jetzt nicht einen Thomas Müller rein, Alter, wann dann? Ja, also wild. Nein, Thomas Müller wird anfangen und das ist auch gut so. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch und trotzdem wollen wir als Trainer natürlich uns immer die allerletzte Entscheidung aufhalten und nicht zu viel verraten für morgen. Dann Florian Schiemack für Munich Online, TZ Online. Grüß Gott, Herr Tuchel. Alexander Pavlovic wurde in den letzten Wochen häufig auffällig gelobt. Wie nah ist er denn jetzt dran an seinem ersten Startelf-Einsatz für den FC Bayern bei den Profis? Sehr nah. Sehr nah. Das ist wieder der typische Tuchel, sehr nah. Wie nah ist denn der Tell dran? Sehr nah. Eigentlich, ich habe ja schon letzte Woche ihn schon auf dem Zettel gehabt, da habe ich aber kurzfristig nochmal runtergenommen. Sehr nah, Leute. Sehr nah. Leider und Gott sei Dank. Also leider, weil das natürlich bedeutet, dass er verletzt. Er macht mich fertig, ey. Was die Thematik angeht, macht der Tuchel mich fertig, Leute. Verletzungsthemen haben oder jetzt mit Josh leider einen Spieler gesperrt haben, der absoluter Stammspieler. Aber ja, wenn natürlich ein Goretzka in die Innenverteidigung rückt, dann ist die Chance sehr hoch, dass Pavlovic anfängt, weil Kimmich gesperrt ist und du einfach keine Alternative hast. Also von daher ist er wirklich sehr nah dran. Ne? Spieler ist und Gott sei Dank, weil er bereit ist dafür. Ja, er hat sich das Lob verdient. War jetzt sehr knapp dran, dass er in der Champions League das sage ich ja. War sehr knapp. Ich habe schon auf dem Zettel stehen gehabt. Auch nochmal einen Einsatz kriegt, nachdem er es in Dortmund gut gemacht hat. Ach, ja. Und da mussten wir aber aufs Spiel reagieren und mit der Verletzung von Jamal war dann schon Wechsel weg und so weiter. Deshalb haben wir da nochmal drauf verzichtet, aber er ist bereit, er kann von Anfang an spielen, er kann reinkommen. Auch da ist die letzte Entscheidung nicht gefallen, aber er ist jetzt... Naja, weil er eben noch nicht weiß, was mit Opa ist und so weiter. Aber ansonsten könnte es natürlich auch ein Opa und ein Goretzka anfangen. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Absoluten Kandidat, weil er es gut macht. Und dann Heiko Niederer nochmal bitte. Am Sonntag ist ja auch die Jahreshauptversammlung. Werden Sie da sein mit dem Team oder mit Teilen der Spieler? Und haben Sie die letzten beiden JVs so aus der Entfernung ein bisschen verfolgt oder haben Sie das gar nicht mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Sei froh, Alter. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass die Spieler nicht da sind, weil sie bei den Nationalmannschaften sind. Aber ich werde da sein. Aber morgen schon nochmal einen wichtigen Termin auch vor der Jahreshauptversammlung, dass wir da auch... Obwohl ich erwarte jetzt nicht so viel Palaver auf der Jahreshauptversammlung. Aber wer weiß. Bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall reingehen. Sehr wahrscheinlich im Stream. Wer da Bock hat, kann natürlich dabei sein. Ich weiß noch nicht, ob auf Twitch oder auf YouTube. Müssen wir mal gucken. Ja. Vielleicht auf beiden gleichzeitig. Mal schauen. Dass wir da schon für die nötige Vorarbeit leisten, um für eine gute Grundstimmung zu sorgen. Dann die letzte Frage nochmal, Vincent Schepke, ja. Ja, Herr Tuchel, Sie haben gerade schon gesagt, dass Thomas Müller eine sehr wahrscheinliche Option ist als Ersatz für Jamal Musiala. Wie sehen Sie denn gerade die Rolle von Serge Gnabry? Alter. Lass den Gnabry doch mal da, wo er gerade ist, Alter. Lass ihn erstmal seine Schiene verarbeiten und dann lass ihn mal seine Form finden nach 1,5 Jahren. Vielleicht findet er die auch wieder wie Leon, wer weiß. Möchte ich ihn gar nicht absprechen, aber aktuell sollten da andere Spieler im Fokus stehen, Alter, als ein Serge Gnabry. Serge ist jetzt Gott sei Dank wieder zurück und man merkt, dass es mit jedem Tag besser wird. Wir haben auch in Saarbrücken gesehen, dass es nicht einfach ist, mit dieser Schiene zu spielen. Das ist auch das Feedback von Serge selber und natürlich auch die Rückmeldung von Serge selber, Alter. Ob der die Schiene anhat oder nicht, Alter, das war vorher genauso Rotze wie mit Schiene. Leon Goretzka. Ja, guckt ihr euch mal den Leon an, Alter. Wie der da performt hat und guckt dir mal an, wie der Serge performt hat. Also, dann gibt's ja, wenn er das jetzt anführt, ist das ja eher ein Negativbeispiel für den Serge, Alter. Dass einfach sich der Bewegungsablauf verändert mit einer Schiene, dass auch das Gewicht tatsächlich eine Rolle spielt. Dadurch
Es ist teilweise verändert sich die Statik und beide bemängeln so ein bisschen, dass der Rücken zumacht und dann auch in der Muskelkette teilweise die Beine ein bisschen zumachen, die Hüfte. Ja, dann ist es aber grandios, dass Goretzka dann so eine Leistung bringt. Vielleicht sollte er dann immer so eine Schiene tragen. Sollte immer der Rücken und die Beinmuskeln ein bisschen zumachen. Bei Serge hat man es, finde ich, deutlicher gemerkt als im Training beim Spiel in Saarbrücken, dass einfach eine ganz normale Hemmschwelle da war, in Zweikämpfe zu gehen und da noch ein bisschen auszuweichen, um sich zu schonen und um nicht vielleicht zu fallen, um nicht ungesteuert und unbewusst zu fallen. Das wird jetzt mit jedem Tag weniger. Er hat eine kleinere Schiene mittlerweile. Und natürlich das Verletzungsrisiko nimmt ab und trotzdem gibt es, glaube ich, ganz natürlich so eine Hemmschwelle zu. Ja, dann lass ihn draußen, Alter. Mein Gott, was ist denn los jetzt? Sind die letzten Wochen klar gekommen, kommen auch die nächsten Wochen klar. Lass ihn erstmal fit werden, richtig, das hat verheilen, lass ihn vom Kopf mal frei werden und dann kann er auch mal wieder angreifen. Wenn er denn Bock hat, das ist ja so die andere Frage, das werden wir ja dann sehen, aber wenn er sich nicht wohlfühlt, macht es auch keinen Sinn, ihn zu bringen, wa? Zu überwinden. Training sieht es jetzt gut aus. Da nehmen natürlich auch alle Rücksicht, sehr klar. Ja, vielleicht sollte man da keine Rücksicht nehmen, da wird immer mal so ein bisschen Spiel simuliert. Und wir vermissen ihn natürlich, aber wir haben ihn jetzt auch in der Champions League spielen lassen, weil wir ihn brauchen und weil er wichtig ist für uns. Da hat sich nichts daran geändert. Und ja, ist ein Kandidat für morgen. Ich weiß jetzt, aber in den ganzen Wechseln, die wir vielleicht auch gezwungen sind zu machen, bin ich mir einfach jetzt nicht sicher, wie die Mannschaft aussieht morgen. Aber ich bin froh, dass er zurück ist. Und wir werden eine gute Mischung finden aus vielleicht Wechseln, die sein müssen, die Mediziner jetzt dringend empfehlen und die Physios und die Spieler vielleicht auch. Und dem Wunsch eventuell aber auch frische Energie nach den beiden anstrengenden Spielen und der hohen Aufmerksamkeit für diese 2 Top-Spiele. Davor sind wir leider im Pokal ausgeschieden und haben viel Aufmerksamkeit selber erzeugt. So, das ist schon auch, das kostet schon Körner und deshalb wäre es auch schön, frische Beine, frischen Köpfe auf dem Feld zu haben, aber wir müssen schlau sein. Wir können nicht jetzt einfach 11-mal wechseln und sagen und los geht's. Das ist einfach auch zu kompliziert, das Spiel. Es ist zu wichtig, es geht um 3 Punkte und wir wollen in unserem Lauf drin bleiben. Deshalb wird an allen Entscheidungen, wie auch mit Serge, ganz späte Entscheidungen werden. Soweit für Ja, hört sich für mich so an, als wenn er nicht spielt von Anfang an und das ist auch gut so. heute. Dankeschön, danke euch. Bis morgen in der Arena. Servus. Servus. Gut, Leute, ich gehe jetzt rein in den Taktikfuchs, werde meine Aufstellung euch präsentieren und ein bisschen darüber philosophieren, wie denn die Aufstellung von Tuchel aussehen könnte. Rot-weiße Grüße gehen raus, ansonsten wünsche ich uns allen natürlich ein schönes Spiel, beziehungsweise, dass wir diese Mannschaftsleistung, dass man das Gefühl hat, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, einfach mitnehmen für das Spiel gegen Heidenheim. Dann passiert der Rest von ganz alleine. Tschüssi.